Guten Morgen, meine YouTubers. Das ist Double X Rider. Gleich ist es soweit, gleich haben wir Sommer. Heute wollte ich euch 5 Tipps geben, was man nach dem Winterschlaf machen muss. Dun, 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 dun. Rum, rum. Sorry, ich habe noch kein Intro-Video. Alright, mit der Hoffnung, dass es heute nicht regnet, starte ich mal meinen Töff. Mal schauen, wie das tönt. Please, 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 please. Ho, ho, ho. Tipp Nummer 1. Checken, alles vom TÜV checken. Pneudruck checken, wieso? Weil nach dem Winterschlaf, es kann sein, dass, weil wir nicht so viel gefahren sind, weil es geschneit hat, dann kann es sein, dass der Pneudruck ein bisschen tief ist. Ich würde auch empfehlen, den Öl checken, dass alles stimmt, dass es eine gute Farbe hat. Und auch wenn es nötig ist, den Ölwechsel, auch mit dem Ölfilter, gerade alles. Okay? Und dass halt der Motor einen guten Geräusch macht, dass alles in Ordnung ist. Am besten würde ich gerade sagen 5 Minuten, 10 Minuten so lassen, bis sie warm wird. Dass alles stimmt, dass nichts passiert und dass sie halt einen guten Ton hat. Sobald wir denken, okay, jetzt ist sie parat, könnten wir mal die erste Runde machen. Alright! Nachdem das alles kontrolliert worden ist, würde ich sagen, Tipp Nummer 2. Es kann sein, dass nach Weihnachten und all die Festtage ein paar Kilos zugenommen hast. Es kann auch sein, dass du sie abgenommen hast. Auf jeden Fall, hast du ein Zeitchen lang nicht mehr den TÜV genommen und so wie der TÜV musst du dich auch selber warm machen auf dem TÜV. Das heisst, scheiße, der Titel fehlt. Alright, bist du fit? Das war der Titel gewesen, bist du fit? Auch deine Reflexe musst du dich halt ein bisschen vorbereiten. Darum würde ich sagen, der erste Tag, wo du mit dem TÜV gehst, fahr einfach ganz ruhig, normal, ohne viel riskieren und wirklich, dass du wieder fit auf dem TÜV bist. Tipp Nummer 3. Strassenverhältnis. Ich habe eben vorhin gesagt, bei Tipp Nummer 1 müssten wir alles checken und ich habe vergessen, kein Benzin zu checken. Jetzt bin ich in der Reserve nach 2 Minuten Fahrt. So, Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3. Straße checken. Nachdem wir den TÜV gecheckt haben und wir uns selber halt, müssen wir schauen, dass die Straßen auch sauber sind. Es ist noch nicht Sommer, die Straßen sind noch nicht sauber. Es kann sein, dass es immer noch Salz gibt oder einen Stein, wie zum Beispiel da. Darum, das Thema ist, also der Tipp wäre, halt aufpassen. Die Straßen sind noch nicht parat, vor allem wenn wir zu einem Pass gehen. Es kann sein, dass es noch Schnee hat, dass die richtig dreckig sind. Kann alles Mögliche sein. Darum, ich würde noch abwarten mit Vollgas geben und in aller Ruhe fahren und wirklich den Tag genießen. So. Tipp Nummer 4. Sieht man das? Tipp Nummer 4 und sehr empfehlenswert, weil ich merke gerade jetzt, Kinder bitte die Wetter-App checken. Immer. Weil es kann sein, dass es schön Wetter ist, aber oh mein Gott, ist das kalt. Dann würde ich euch empfehlen, halt immer die App. Es gibt so viele verschiedene Apps zum Checken. Sogar die vom iPhone selber oder das Wetter Schweiz App ist auch noch cool, weil dort sieht man noch sogar den Verlauf, was Wind macht, was die Wolken machen und ob es regnet oder es schneit. Dann würde ich euch das empfehlen, halt, bevor ihr eine Runde macht und wenn es eine kleine Runde ist, okay, weil sagen wir so, in 15 Minuten, halbe Stunde sind wir schon daheim. Aber wenn ihr an einen Pass geht und es dort regnet oder dort schneit, dann kann es wirklich sehr scheiße sein halt für euch. Und zum letzten Tipp Nummer 5, das ist eigentlich nicht nur nach dem Winterschlaf, sondern immer, und das sind die Autofahrer, denen ist es scheißegal, wer rundum ist. Die schauen einfach voraus. Viele die nicht einmal den Blinker an und vor allem
die ganz teuren Autos, BMWs, Audis, Maseratis, die anderen. Darum würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Zukunft vorauszusagen, dann nutzt ihr das, weil die sind wirklich unberechenbar und am besten ein bisschen Abstand mit den Leuten und schauen, dass ihr gesund wieder heimkommt. Das war und das war's. Halt, ja, mit den Autothemas möchte ich gerne einen ganzen Blog machen über verschiedene Autos und was wir schauen sollten. Halt ein bisschen meine Erfahrung weitergeben, weil vielleicht könnte es euch helfen, vielleicht tut es euch unterhalten. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, ihr habt eure eigenen Tipps, aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit den Autos und wie die denken, darum denke ich, es wäre noch cool, wenn ich da einen Blick reinwerfe und mal, und ja, das war alles gewesen. Ich hoffe wirklich, dass das Video euch gefallen hat, dass es euch ein bisschen geholfen hat. Ich würde mir mega freuen auf eure Comments, auf eure Likes und wenn ich etwas vergessen habe, bitte tun das sagen, so kann ich es vielleicht für das nächste Video auch rein tun. Okay? Ja, das war es. Super. In dem Fall bis zum nächsten Mal. Da hat es einen Velofahrer, der so komisch reinschaut. hat mich gerade ein bisschen abgeturnt. Alright, in dem Fall, danke vielmals. Danke vielmals für eure Zeit und eure Geduld und hoffe, wir sehen uns bald wieder mal. Alright? Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, du, hat er ein Problem? Immer noch? So viele Autos. Okay, Tipp Nummer 6. Bonustipp. Nie in der Stadt kommen, wenn es Wochenende ist und schönes Wetter ist, weil du siehst ja nur, siehst es ja, ist alles nur Stau und stockend und Verkehr und voll Idioten. Kannst du nicht machen. Ich bin eigentlich auch ein paar Fotos machen, weil ich gedacht habe, vielleicht hat es nicht so viele Leute. Aber jetzt habt ihr gesehen, heute habe ich auch etwas gelernt. Oh mein Gott.